of light that being so deep has vanished for no reason, and now I'm trapped within the never-ending nightmare that haunts me for so long. I always search for answers, for those that prove me wrong. Grüß zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Mass Effect. Wie du siehst, ich war mal kurz im Raumschiff auf der Normandy und habe mir mal eine andere Rüstung besorgt. Richtig. Gut. Wir sind hier auf der Citadel und fliegen Sie zur Citadel und suchen Sie jemanden, der Informationen über Thanes Sohn hat. Das wollen wir machen. Genau. Wir müssen jemanden suchen, der Informationen hat. C-Sicherheit. Kann ich Ihnen helfen, Ma'am? Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth zu minimieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Danke für Ihre Zeit. Der nächste. Nari Chef. Achso, das war der ist, weiß ich schon. Ja, wen könnten wir finden? Warte mal. Mit Thane reden. Na, da muss ich nochmal. Man möchte glauben, die Citadel hätte die strengsten Sicherheitsvorkehrungen der gesamten Galaxie. Aber ich bemerke 14 schwere Versäumnisse, die ein erfahrener Attentäter ausnutzen könnte. 8 davon gab es schon bei meinem letzten Besuch vor 10 Jahren. Okay. Müssen wir nur schauen, was der Thane überall zum Reden hat. Ja? Mein Partner will seinen Sohn finden. Wir vermuten, dass ein Krimineller von hier ihn angeheuert hat. Dürfte kein Problem sein. Es gibt hier nicht viele Drell. Da haben wir es ja schon. Einer meiner Leute hat kürzlich einen Drell gesehen. Und er hat mit Maus gesprochen. Interessant. Maus? Ein Kleinkrimineller. Vermutlich hat nicht er ihren Jungen angeheuert. Er ist eher ein Bote. War früher eine Schachtratte und erledigt alles, wenn er dafür bezahlt wird. In was für Schwierigkeiten ist Maus denn geraten? Dreckige Jobs für halbseidene Typen. Schachtratten machen alles, um über die Runden zu kommen. Datentransport, Diebesgut verticken, Geschäfte mit illegalen VI-Identitäten. Er hat nämlich auch eine von ihnen verkauft. Von mir? Ja. Wenn man eine Datei löschen wollte, hat sie gesagt, ich lösche Daten wie Sie auf dem Weg zu richtigen Fehlern. War allerdings buggy und ist alle halbe Stunde abgestürzt. In der Fehlermeldung ging es darum, dass das Wohl der Galaxie auf dem Spiel steht und man das Problem selbst lösen soll. Wie haben Sie Maus genannt? Schachtratte. Ein Slang-Ausdruck für die armen Kinder, die auf der Station aufwachsen. Wenn sie klein sind, spielen sie oft in den Lüftungsschächten, weil die Erwachsenen ihnen dorthin nicht folgen können. Sind die Schächte nicht gefährlich? Alle paar Monate ziehen wir eine kleine Leiche heraus. Von Ventilatorenblättern aufgeschlitzt, alle Knochen durch einen Sturz gebrochen, durch ein Vakuum erstickt. Und das sind nur die, von denen wir erfahren. Die meisten verschwinden einfach. Vielleicht werden sie in den Weltraum gesaugt. Oder sie fallen in die Proteinbottiche der Keeper. Maus hat so lange überlebt, dass er nicht mehr durch die Schächte passt. Er war einer der Klügeren. Oder er hatte nur mehr Glück. Ich habe genug gehört. Maus ist meistens oben vor dem Darkstar. Ein öffentlicher Com-Terminal ist sein Büro. Sie sollten eine Kopie von Shepard VI mitnehmen, wenn Sie mit ihm reden. Sieht aus, als sei Ihr Junge mit den falschen Leuten unterwegs. Ja, sehe ich auch so.
Wenn Maus sie nicht direkt zu ihrem Sohn bringen kann, weiß er zumindest, wer es kann. Und wenn nötig, kann ich auch noch helfen. Sie kennen uns nicht, Captain. Warum helfen Sie uns so bereitwillig? Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren in Sakera. Jeden Tag werden Kinder kriminell, weil sie keine andere Wahl haben. Weil sie ihren Eltern gleichgültig sind. Sie hingegen versuchen, Iris zu retten. Ein dunkler Weg liegt vor ihm. Dann beeilen wir uns mal besser. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Kolyat ein Attentat plant. Er ist ein Bulle. Er würde versuchen, Kolyat aufzuhalten und dabei könnte einer von beiden draufgehen. Das will ich vermeiden. Ja, natürlich. Danke, Shepard. Natürlich, wir sind ja keine Unmenschen. Gut, Darkstar, da wäre schon alles eingekauft, gell? Kommen Sie schon, bitte. Sie müssen mir helfen. Ich muss etwas Feines zubereiten. Es geht um ein Rendezvous. Ja, naja. Gut, was gibt's in den Nachrichten Neues? Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Trotz harscher Kritik der interstellaren Gemeinschaft hat sich die batarianische Hegemonie geweigert, die Produktion ihres neuen orbitalen Spiegelsystems einzustellen. Die rasch zu errichtenden Anlagen können zum Terraformen benutzt werden. Aber Beobachter fürchten, es könne auch zum Missbrauch als Massenvernichtungswaffe kommen. Die Allianz besteht darauf, dass die Batarianer das Projekt abbrechen, bevor die Verhandlungen über eine Lockerung der Handelssanktionen gegen die Hegemonie beginnen können. Im Zusammenhang damit wird gemeldet, dass die Allianz eine Kampfgruppe um das Schlachtschiff Everest zu Routinemanövern in das fragliche Gebiet beordert hat. Ja, also politiktechnisch ist in Mass Effect alles gleich wie bei uns in der Realität. Fische! Thessianische Sonnenfische. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Jetzt haben wir Fisch auch noch gehabt. Wer weiß, was wir die Fisch brauchen. Wenn Shepard dann Hunger hat, fressen wir es einfach. Darkstar, Sakera Café. Ich mache jetzt mit Absicht noch einmal alles rundum, weil es hat seine Gründe. Wir müssen zurück nach Ilium und dort haben wir ein bisschen mehr zu machen. Mhm. Wir müssen nur schauen, wo das Darkstar ist. Was hast du? Hast du wieder was Neues im Angebot? Was? Ah, du Schwein, du. Entschuldigung den Ausdruck. Präzisionsgewehrschaden. Damit lässt sich was anfangen. Ja, brauchst nicht so schreien, Mädchen. Ich bin nicht taub. Für schwere Pistolen, Handkanonen für die gesamte Gruppe. Nebenhandmunitionspack. Was ist das? Das nehmen wir noch mit. Das sieht interessant aus. Gell? Ja, Shepard, du bist dahingehend die gleiche Schlampe wie ich bin. Alles, was irgendwie Vorteile bringt, müssen wir gleich nutzen. Was ist das? Erhöht Schildstärke um 5%. Nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir auch noch mit. Und das nehmen wir auch noch mit. 8000. Scheiß drauf. Man gibt sich mit allem zufrieden. Mhm. So dann. Wir müssen zum Darkstar. Was? Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie, aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Aha. Wo haben wir das Darkstar? Na, bitteschön. Aber warte mal kurz, jetzt muss ich selber nochmal schauen.
Maus finden. Maus beim Darkstar auf. Warte mal. Bist du Maus? Nö, du bist Katze. Du? Naja. Du? Du wirst sicher keiner mehr watschen. Ja, na klar. Ich kann Ihnen heute noch 2 Kisten besorgen. Sind Sie Maus? Was wollen Sie? Oh, scheiße. Krios? Ich dachte, Sie wären im Ruhestand. Commander Shepard? Ich dachte, Sie wären tot. Was wollen Sie von mir? Maul halten, Maus. Sie können sich gleich eine neue Hose anziehen. Woher kennen Sie Thane? Krios? Hat er Ihnen nicht... Oh, wenn er nichts gesagt hat, sage ich auch nichts. Als wir den Namen gehört haben, hätte ich nie gedacht, dass es sich um einen und denselben Maus handeln könnte. Er war in meiner aktiven Zeit einer meiner Kontakte auf der Citadel. Er und einige andere Kinder haben mir Informationen über meine Zielpersonen besorgt. Sie haben Kinder in Gefahr gebracht, damit sie für Sie spionieren? Kinder, die Armen. Bei meinem Volk nennt man sie Dralafar, die Unbeachteten. Sie sind überall und sehen alles. Und dennoch nimmt sie niemand wahr. Sie haben einem anderen Drell Anweisungen für ein Attentat gegeben. Wer ist die Zielperson? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt, denn die Leute, für die ich arbeite... Für sowas haben wir keine Zeit. Ah! Oh Gott! Thane! Helfen Sie mir! Helfen Sie mir, Maus. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit ist mein Sohn. Deshalb habe ich ihm den Job ja besorgt. Ich dachte, das wäre in Ihrem Sinne. Bitte! Erklären Sie das. Er kam zu mir und sagte, dass er Arbeit sucht. Er hatte ein Holo von mir. Das Sie gemacht haben, Krios. Ich hab's dann verbreitet, über Ihre alten Kontakte. Und Elias wollte ihn anheuern. Elias Kelham. Eines noch. Sie verkaufen doch diese Shepard VI. Oh, scheiße. Sie haben... Hören Sie, Sie waren tot. Es war völlig legal, eine VI von Ihnen herzustellen. Geben Sie mir eine Kopie, dann sind wir quitt. Was? Also, natürlich. Sicher, kein Problem. Tut mir leid wegen der ganzen... Nur damit Sie es wissen, es gibt 3 Volos, die ständig neue Patches erstellen. Erzählen Sie mir von Kelham. Ein Mensch kam vor etwa 10 Jahren auf die Citadel. Er war noch ein ganz kleines Licht, als Sie hier waren, Krios. Erst nach dem Geth-Angriff wurde er jemand. Viele der hohen Tiere hatte es dabei nämlich zerrissen, in ihren schicken Apartments oben im Präsidium. Jetzt betreibt er das Schutzgeldgeschäft im unteren Bereich des Bezirks. Shin Akiba. Ein wirklich gefährlicher Kerl. Ich wollte das nicht tun, Maus. Aber wir haben einfach nur wenig Zeit. Gehen Sie einfach, Mann. Maus, mir tut es auch leid. Gehen Sie einfach. Das war bestimmt nicht leicht. Maus wusste mehr über mein Leben als Kolliat. Er grinst mich an, mit kaputten Zähnen und aufgeschlagenen Knien. Die nackten Füße völlig schwarz. Er hat keine Zukunft und sieht zu mir auf. Er vergöttert die mickrigen Geschenke, die ich ihm gebe. Ich war der Einzige, der ihm damals Halt gegeben hat. Trotzdem habe ich ihn verlassen. Genau wie ich Kolliat verlassen habe. Maus sagte, Sie hätten ein Holo von ihm? Ja, ein dummer Anflug von Sentimentalität. Ich kann mich ohnehin perfekt an jeden Augenblick mit Maus erinnern. Er zieht an meinem Arm, lächelt
Er will sicherstellen, dass ich mich an ihn erinnere. Dass jeder sich an ihn erinnert. Ich nehme das Holo. Er lächelt, als er die Miniaturversion von sich in meiner Handfläche ansieht. Dann runzelt er plötzlich die Stirn. Er greift an meine Taschen, sucht nach anderen Holos. »Wo ist Ihr Sohn, Krios?« fragt er. Sie dürfen sich nicht die Schuld geben. Wer soll es dann tun? Wir müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben, Shepard. Das müssten Sie doch am besten wissen. Gehen wir zurück zu Bailey. Er hat ja nicht einmal Unrecht. Er hat ja leider nicht einmal Unrecht. Oder haben wir nichts mehr? Passt. Maschinenpistolen Schaden. Lass mich da durch, du. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann 2 Credits angerechnet. Das ist ein Deal, ha? Wo müssen wir jetzt hier eigentlich? Also wir müssen wieder oben zu dem einen Rotzlöffel da. Zum Baileys. Zum Irish Coffee. Naja, aber ich werde das in Kürze nochmal umstellen, gell? Dass wir in den Dialogen ihr Gesicht auch noch sehen. Oder Shepards Gesicht. Naja, aber Shepard ist ja nicht weit verdeppert. Ja, das ist typisch. Das ist typisch ich. So, Baileys, wo bist denn du, alter Zeichen, du Angefallener? Das da oben. Sakura Café. Na, da müssen wir noch mal einen Stock oben, glaube ich. Wisst ihr, was ich mir am meisten fürchte? Ich fürchte mir nicht einmal vor dem Ende vom 2. Teil, ich fürchte mich eher vor dem Ende vom 3. Teil. Ach, shit. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Bei unserem Angebot zum Vereinigungstag bekommen Sie bis zu 2000 Credits zurück. Ein Schnäppchen. Ja. Also wenn du wer beibringen will, du kriegst 2000 Credits, Rückerstattung zurück etc., dann lauf um dein Leben. Behandelt es so, als wäre es dein letzter Tag im Leben. Was haben wir da? Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Na, Shepard, aber sicher nicht. Die haben mir nichts im Angebot. Also warum sagst du das? Da haben wir das Lager. Wo ist bitte die Citadel-Sicherheit? Hä? Wo ist die Karten? Da. Also ich kapiere die Karten gleich weniger als wie alles andere, ehrlich. Müssen wir vielleicht da rauf? So, na. Irgendwie verstehe ich die Karten nicht. Wir können es ja so machen, ich beende das Let's Play, aber aus einem einzigen Grund, nicht weil das Spiel scheiße ist, sondern weil ich die Karten nicht verstehe. Das ist momentan die größere Angst, die ich habe. Und der Bailey ist da. Ergo. Na klar, er läuft 30 Mal vorbei. Ey Gott, na, pur. Ah, Gott. Ja? Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen?
Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem man zusammenarbeitet? Elias Kelham. Kelham? Scheiße. Also, das ist jetzt peinlich. Kelham und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Er bezahlt Sie also. Bisher wollten Sie uns helfen. Wie sieht's jetzt aus? Ist es zu unbequem geworden? Ich habe meine Hilfe zugesagt. Es ist nur... Es wird Probleme geben, wenn ich einen Fehler mache. Er und ich... Wir geben uns gegenseitig Freiraum, um den Frieden zu halten. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können Sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Kelham glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Wir haben Kelham. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Reden Sie mit ihm. Appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. In Ordnung. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Kelhams Anwalt nicht mehr aufhalten. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? Sie haben einen Attentäter angeheuert. Wir wollen wissen, wen Sie umbringen lassen wollen. Wenn Sie uns das sagen, können Sie gehen. Ich will meinen Anwalt sehen. Ihr Anwalt ist noch nicht da. Wir versuchen gerade, ihn zu finden. Ich sage kein verdammtes Wort mehr, bis er hier ist. Sie beide wissen gar nicht, worauf Sie sich eingelassen haben. Zuhören, Mr. Kelham. Das war keine gute Idee. Dafür werden Sie bezahlen. Beherrschen Sie sich. Wir wollen, dass er redet. Tut mir leid. Meine Partnerin wird manchmal bei Verhören etwas nervös. Schlagen Sie mich ruhig nochmal, Arschloch. Für jeden Schlag... Wie Sie wollen. Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, sobald ich hier rauskomme? Nur weiter so, Sie harter Knabe. Sie kommen hier nämlich in einem Leichensack raus. Gehen Sie zum Teufel. Ups, ich glaube, das ist jetzt schief gegangen. Ganz locker. Tod nützt er uns nichts. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termine. Schluss mit der Geduldnummer. Ich will einen Namen, sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. Joram! Joram Talit! Ein Turianer aus den 800-Blocks! Er ist bewusstlos. Ich denke, wir müssen ihn nicht aufwecken. Wenn er aufwacht, wird er Kopfschmerzen haben. Keine dauerhaften Schäden. Wir haben Kolyats Ziel. Auf zu Talit, bevor er zuschlägt. Einverstanden. Was steckt dahinter? Warum hat Kelham den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talit. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser.
Ist die Lage so schlimm, dass jemand öffentlich eine Menschenhasskampagne führen kann? Haben Sie nicht gehört, was die Aliens sagen? Sie glauben, der Rat sei ausgelöscht worden, weil unsere Flotte ihm die Hilfe verweigert hat. Dass wir dafür gesorgt hätten, dass im neuen Rat nur Menschen und Ja-Sager sitzen. Anderson verhält sich äußerst diplomatisch, aber sie benehmen sich, als wären wir Verbrecher in Kampfstiefeln, die einen Putsch durchziehen. Wenn die Mehrheit ihn wählt, kann ich nichts dagegen tun, ob es mir gefällt oder nicht. So funktioniert das System nun mal. Hübsches Ideal, Shepard. Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Ach ja. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talit über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kroganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. Amon Kira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. So Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Sie können darauf zählen. Zeigen Sie den Menschen, dass nicht alles nach Ihrem Willen geht. Das werde ich. Und zwar mit legalen Mitteln, nicht... Ich bin an ihm dran, Thane. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich folge ihm. Was so eigenartig der Feiner ist, etappenweise. So gern habe ich den Charakter. Haben Sie ihn? Jetzt redet er mit einem anderen Wähler. Irgendein Zeichen von Kolyat? Nein. Ich wechsle die Position und bin dann irgendwo vor ihm. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Nur aufpassen, wo er hingeht. Bisher keine Probleme. Haben Sie das Ziel im Blick? Ich hab ihn. Ziel in Sicht. Ja, fein, das soll ja so bleiben. Was tut er denn jetzt? Wie sieht's aktuell aus? Ich bin fast in Position. Er lässt den Leibwächter die ganze Arbeit machen. Dadurch kann er leugnen, etwas damit zu tun zu haben. Keine Anzeichen von Ärger. Jetzt bin ich gespannt. Ah, das wollte ich vorhin sagen. Ich habe Angst vor dem dritten Teil. Ich sehe ihn. Aber warum rennt er jetzt weg? Ich folge ihm. Ja, ich habe mehr, Fein. Brauchst du keine Sorgen machen. Bisher keine Probleme. Was macht er? Ich habe keinen guten Blickwinkel. Was macht er gerade? Einer seiner Wächter redet mit dem Barmann. Sieht aus wie eine Erpressung. Ich gehe mal ein Zimmer weiter. Sagen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Ziel in Sicht. Aber ich habe ihn nicht in Sicht. Da ist er. Wo ist er jetzt?
Er trifft einige Söldner. Vermutlich dieselbe Truppe, wo er auch seinen Leibwächter her hat. Er wirkt nervös. Möglicherweise hat er sie bemerkt. Vielleicht hat er auch Kolyat irgendwo entdeckt. Wäre auch möglich. Vor mir sind Hindernisse. Ich versuche sie zu umgehen. Verlieren Sie ihn nicht. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir. Kein Anzeichen von Ärger. Hey, wer sind Sie? Was machen Sie hier hinten? Ich gehöre zur Abteilung Gesundheit und Sicherheit der Citadel. Wir haben Berichte über Ungezieferbefall in den Lagern dieser Gegend erhalten. Was? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Wie hätte ich das ohne Autorisierung wohl schaffen sollen? Sehen Sie noch andere Türen? Für die Keeper. Schon gut. Aber gehen Sie einfach weiter, okay? Danke. Ja, ja. Lassen Sie sich nur nicht von meinem Boss erwischen. Gesundheitsinspektor, voll geil. Ach ja. Bisher keine Probleme. Ah! Kolyat! Rufen Sie CCA! Thane, Hab's gesehen. er ist auf dem Weg zu Talits Wohnung. Kolyat. Das ist ein Witz. Jetzt tauchst du auf? Helfen Sie mir, Grill. Ich tue alles, was Sie verlangen. C-Sicherheit. Die Waffe runter. Aus dem Weg. Ich verziehe mich und ihn nehme ich mit. Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine Hilfe. Was zum Teufel? Talit, verschwinden Sie von hier. Ja, das werde ich. Nehmen Sie den Jungen fest. Du Mistkerl! Ihr Vater und ich haben viele Leute ausgeschaltet, aber Sie nicht. Und es gibt keinen Grund, damit anzufangen. Ich habe seine Akte gelesen. Wieso war es für ihn in Ordnung, so viele Jahre als Killer zu arbeiten? Ich war 6 Jahre alt, als die Hannah mit meiner Ausbildung begann. Ich kannte nichts anderes. Deine Mutter hat mich aus meinem Kriegswahn rausgeholt. Warum hast du sie dann verlassen? Warum warst du nicht da, als sie gestorben ist? Deine Mutter. Sie haben sie umgebracht, um an mich ranzukommen. Es war meine Schuld. Was? Nachdem ihr Körper der Tiefe übergeben worden war, habe ich sie gesucht. Ihre Mörder und deren Auftraggeber. Ich habe ihnen wehgetan und sie schließlich getötet. Als ich zu dir zurückkam, warst du älter. Ich hätte bei dir bleiben müssen. Es ist wohl mein Pech, dass du so lange gewartet hast, was? Kolyat, ich habe aus dieser Welt viele böse Subjekte entfernt. Du bist das einzig Gute, was ich jemals hinzugefügt habe. Sie sollten dieses Gespräch nicht vor Fremden führen. Bringen Sie Kolyat und seinen Vater aufs Revier. Geben Sie ihnen ein Zimmer und so viel Zeit, wie sie brauchen. Sie tun ihm einen großen Gefallen, Bailey. Danke. Na, dann schicken Sie mir dafür zu Weihnachten eine Karte oder sowas. Ich muss zurück aufs Revier. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Ah, herrlich. Fadenspiel. Na bitte, jetzt haben wir es verdammt.
Sie sind schon eine ganze Weile da drin. Der Junge hat viel durchgemacht. Ich habe Nachforschungen in den Archiven der C-Sicherheit angestellt. Vor etwa 10 Jahren wurden mehrere ziemlich üble Typen erledigt. Als hätte jemand mal gründlich sauber gemacht. Hauptverdächtiger war ein Drell. Wir haben ihn nie erwischt. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Wer immer dafür verantwortlich war, ist wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Ja, da haben Sie wohl recht. Wie ist es gelaufen? Unsere Probleme sind nichts, was ich mit ein paar Worten aus der Welt schaffen könnte. Wir werden weiterreden und sehen, was daraus wird. Ihr Sohn hat einige Leute erschossen. Keinen, an dem mir etwas liegt, aber trotzdem. Ich habe gesehen, wie diese Typen Geschäfte erpresst und Menschen bedroht haben. Stimmt. Aber er darf nicht einfach so damit durchkommen. Der Junge will was bewegen. Lassen Sie ihn soziale Dienste erledigen. Sozialdienst für Mordversuch? Welches Schwurgericht würde da wohl zustimmen? Keine, die ich kenne. Es dürfte nie vor eine Jury kommen, sondern müsste innerhalb der C-Sicherheit bleiben. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Danke, Captain. Ein sehr interessanter Charakter dort für ihn. Mhm. Gut. Jetzt schauen wir mal ins Gruppe. Was? Hey, ich kann wieder Punkte vergeben. Geil. Ist ja nur gut. Aber warte mal. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Und wir können nichts vergeben, außer panzerbrechende Muni. Naja, ich glaube Vorbild und abtrünnig. Ich glaube, mit Abtrünnigen können wir uns noch ein bisschen spielen. So, jetzt speichern wir mal, gell? Ja. Tagebuch. Ja. Wo ist die Miranda zu finden? Halbmondnebel. Aya. Miranda. Jacob. Miranda. Ja. Warte mal kurz, jetzt schaue ich nur gerade was. Okay, da müssen wir dorthin nach Omega. Da müssen wir nach Ilium, glaube ich. Ja genau, Ilium. Mit Lantea reden. Ilium. Also müssen wir bei der Miranda. Bei der Miranda brauchen wir sie und die Samara. Miranda und die Samara auf Ilium. Wir reisen also mal. Wir reisen, das ist ein blöder Ausdruck. Aber mal zurück in die Normandy. Und dann werden wir uns das einmal anschauen. BZW, wir werden jetzt einmal schauen im Forschungslabor, was wir da alles zur Verfügung haben. Genau. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe es. Aber ich bin ja eh schon mal gespannt. Warte mal kurz, wo war denn jetzt da? Als Tech-Labor ist es da gleich irgendwo. Waffenspind. Boah. Also das haben wir alles schon. Muss ich da um. Waffen-Upgrades. Präzisionsgewehr. Panzerbrechen. Nehmen wir. Wir haben ja genug. Ja, schwerer Schaden. Sehr geil.
Schwere Pistole, kritischer Treffer. Nehmen wir auch mit. Erhalten Sie für eine Waffe alle Upgrades. Voll geil. Station für modulare Sonden. Die Normandy hat jetzt 100% Sondenkapazität und zusätzliche Sonden. Ja, aber wir sind ja mit denen eh schon so weit durch. Außer es hat irgendwo was respawned. Schauen wir mal. Na, das brauchen wir alles nicht. Kräfte und fortgeschrittenes Training. Warte mal. Na, das lassen wir. Achso. Wir nehmen das da. Gut. Das alles nur für den Kampf mit die Kollektoren. Naja. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Danke, Mauser. Danke, du bist... Ja, du bist halt einfach... Du bist, ne? Du. Ja, genau, du. So, da. Wenn du schüchtern bist, nicht hinschauen jetzt. Inferno. Verhandlungsbonus. Wir nehmen die noch einmal. Perfekt. Okay. Gruppe. Warum? So. Ja, ich hab da aber noch nichts. Tagebuch. Samara. Miranda. Ilium. Okay, Miranda und Samara. Die brauchen wir beide. Ja, das will ich jetzt noch nicht machen. Wir machen das einmal so. Fliegen Sie nach Eia im System Alpha Draconis, das sich im Rosettennebel befindet. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Der Rosettennebel, genau. Warte mal kurz, wir laden da. Hä? Achso, der Treibstoff ist ja voll. Na gut. Ja, wo ist der Rosettennebel? Na, steht ja alles da. Bin nie so deppert. Da ist der Rosettennebel. Viel haben wir jetzt eh nicht mehr. Helfen wir zuerst den Jacob. Genau. Aber jetzt möchte ich was ausprobieren. Starte Sonde. Starte Sonde. Wow. Starte Sonde. Ja, so wird zum Thema niedrig, gell?
Warte mal kurz, das kann man da rauf. Sonde gestartet. Ich warte eigentlich nur mal, bis die Edi wieder sagt, ernsthaft. Sonde unterwegs. Naja, ein bisschen was kriegen wir da noch aus den Planeten. Aber das will ich jetzt nicht. Jacob helfen, da ist das. Kann man nochmal, vielleicht finden wir da noch was. Starte Sonde. Boah! Starte Sonde. Scheiß drauf. Ab zur nächsten Mission.